Der Cellist Mario Brunello spielt Havun Havun, das Lied des armenischen Göttervogels, der alle Tiere versammelt und ins Paradies führt. Und dann setzt sich die Gruppe mit Mario Brunello und Manolo, dem berühmten Kletterer, wieder in Bewegung. 3 Tage wandern wir durch die südlichste Dolomitengruppe, die Pala, zunächst auf einem Weg, den ein Baron von Lesser in der Zeit vor 1914 bauen ließ. Er führt mitten durch die Westabstürze unter der Pala di San Martino. Dann hält die Gruppe an. Der Platz ist es, der mich anspricht, erklärt er. Ich habe mich da auf dem Weg umgedreht und dann diese fantastischen Orgelpfeifen gesehen. Wandern und klassische Musik. Vor über 20 Jahren hat der in Venetien geborene Cellist mit den Musiktrekkings begonnen. Um möglichst wenig zu stören, bin ich nur allein mit der Kamera dabei, um etwas von dem einzufangen, was geschieht, wenn Bach in den Bergen ertönt, wo der Raum schalltot ist und jeder Klang rein für sich steht in der Unermesslichkeit dieser Umgebung. Die Kunst der Musik trifft auf die Kunst der Kletterer, die in der Westwand über dem spontanen Konzertplatz unterwegs sind. Jetzt warten auch auf das wandernde Publikum Herausforderungen, denn der Weg des Barons Lesser verwandelt sich in einen Klettersteig. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat hier einst die Wegarbeiten beendet, weil die Männer in den Kampf mussten. Vom leichten Regen lässt sich niemand beirren. Bergführer sichern die Passage ab. Während die Wanderer nur ihren Rucksack tragen, schleppt der Maestro seinen Carbonkoffer, damit das wertvolle Instrument geschützt ist. Come sta? Siamo appesi a una corda. Io sono sempre appeso alle corde. Wir sind voll im Einsatz am Seil, also hier dreht sich alles um die Korde, um Seile und Saiten. Und dem Cello geht's gut, das wird ganz ruhig transportiert. Hinter dem Passo di Ball liegt die kleine Ebene des Rifugio Pradidali, mitten in einem Zirkus der Zinnen, mit dem Sas Maor, mit einer legendären Ostwand, in der Manolo seine Spuren hinterlassen hat. Die Musik drückt für ihn etwas Ähnliches aus wie das Klettern. Wie wenn er in großen Schwierigkeiten den richtigen Bewegungsablauf findet in einer besonders schönen Umgebung. Und Musik spricht die tiefsten Gefühle an. Es ist eine Ausdrucksform wie Klettern. Dann ist die Stille erfüllt vom Ereignis der Dämmerung. Direkt über dem Hüttendach steht die Cima Canali mit dem Buhlriss, wo der spätere Nanga Parbat-Erstbesteiger schon 1950 einen Klassiker vollbracht hat.
Ein eisiger Wind hat am nächsten Morgen die Wolken weggeputzt um den Sas Maor mit der Suprematita. Manolos 1000 Meter Freikletterei, eine Linie wie mit dem Bleistift gezogen, die mit der Zeit verschwinden würde, sagt er dazu. Wie die Musik, die schon Erinnerung wird, im Moment, wo sie entsteht. Jetzt geht es in die Steinwüste des Altopiano, der Hochebene der Pala, die das Vorbild war für Dino Buzzati in seinem Roman Deserto dei Tartari, die Tartarenwüste. Es geht darin um die Urangst des Menschen vor dem Unbekannten. Aber hier und heute folgen alle dem Cello. Nun ist spürbar, wie sich die in der normalen Anspannung des Alltags verschlossenen Sinne geöffnet haben. Soprattutto in questi luoghi qua dove non c'è vegetazione. Besonders an solchen Orten, wo es keine Vegetation gibt, wo nichts zum Kämpfen übrig bleibt und nur noch die elementaren Bausteine da sind. Der Fels, das Wasser, die Luft. Es ist die ideale Umgebung, um sich mit der ganz großen Musik zu messen, sagt Mario. Genau wie es Manolo mit den Felswänden tut. Proprio Manolo fa con le rocce, con le pareti. Es ist so, als würde man die Magie der Berge noch einmal in einer neuen Dimension begreifen.